Los, ab mit dir in die Welt der Dunkelheit. Das Sinistrio hat komplett Reiß ausgenommen. Glasio hat sogar gewarnt, wir sollen ihn einfach nicht verfolgen. Geh mal weg, geh mal weg. Gardevoir, jetzt los mal. Ich möchte hier ein anständiges Intro machen. So, wir müssen uns beeilen. Wir wissen, die ultimative Maschine ist kurz davor, die 3. Stufe zu erreichen. Oben befindet sich sowohl der Schattenkristall als auch der Big Boss, wahrscheinlich Nubilus Strahlemann, der Präsident der Altro GmbH. Und wir haben weiter oben schwarze Kongigas gesehen und irgend so komische Finsternis. Ist das die Finsternis über allem Jahr? Da ist sogar schon. Was passiert hier? Ich bekomme ein schlechtes Gefühl wegen dieser Geschichte. Ja, ihr seid selber schuld hier. Finstere Maschine, die schaurige Töne erzeugt. Diese hat einen Rumpf aus Plastik. Benötigte Fähigkeit nix. Also wir können die zerstören oder was? Oh. Über diese Treppe kommen wir auf das Dach. Hm? Ja scheiße, die Bodenplatte ist wieder voller Spannung. Oha, Vorsicht, Hochspannung. Früher war hier keine solche Barriere. Da kommen wir auf keinen Fall durch, ohne den Strom abzuschalten. Das haben wir ja schon öfters geschafft, also let's go, oder? Ah, genau. Diese Maschine setzt den Boden unter Strom. Diese Maschine, oder was? Ja, okay, dann machen wir, oder? Keine Frage, diese Maschine muss es sein. Vermutlich ist es dieselbe wie vorhin. Der Anführer muss sie programmiert haben, dieser Glasio. Ah. Das Programm ist wirklich ziemlich clever. Alles ist gut durchdacht. Ja, aber du hast es doch vorher auch schon auseinandernehmen können. Aber für mich trotzdem ein Kinderspiel. Wollen mal sehen. Mhm. War halt jetzt echt so ein Moment, wo es wichtig war. Vor allem war halt der Moment ganz gut, wenn wir hochkämen, ohne dass der Strom direkt wieder eingeht. Wenn wir auf der Platte stängern. Jetzt haben wir freien Zugang zur Spitze des Turms. Oh ne, what? Grün? Warte mal. Die anderen Barrieren waren ja gelb, pink, rot, ja, und blau. Und das ist jetzt grün. Kann das der Mann, diese verrückte rechte Hand vom Nubilus sei? Nein! Dieselbe verzögerte Auslösung wie vorhin. Ich hätte es wissen sollen. Tut mir leid. Ich glaube, weiter als hierher kann ich dir nicht mehr helfen. Ich bedanke mich, dass du mir geglaubt hast. Auch wenn ich bei den Bösen war. Danke, das meine ich wirklich so. Aber jetzt musst du dich beeilen. Du musst sofort hoch zur Spitze. Es gilt, keine Sekunde zu verschwenden. Du bist stark genug, um allein mit ihm fertig zu werden. Ach, das war Quatsch. Du bist überhaupt nicht allein. Deine Freunde umkreisen in diesem Moment die Spitze des Turms. Mare, Präsident Nubilus Strahlemann hat mit Sicherheit unglaublich starke Pokémon. Du solltest nur dann hochgehen, wenn du dir absolut sicher bist, bereit zu sein. Ich versuche inzwischen aus eigener Kraft auszubrechen. Viel Glück! Oh mein Gott, wird es jetzt der Final Boss Nubilus zerklatschen? Weil dann gehe ich hier nur mal ganz saftig aufladen. Okay, das wäre jetzt interessant. Wer ist der Final Boss? Willst du zur Spitze hochsteigen? Oh ja. Nubilus. Nubilus! Wir haben die Gelbgemme, wir sind ganz nah am Schattenkristall. Hier spricht der Allzurückkehren-Computer. Energiestufe der unglaublichen Maschine beträgt nun 3. Energiestufe 3 erreicht. Status Stufe 3. Hier spricht spricht Alt. Oh nein. Oh nein. Das ist sie. Oh. Die komplette Finsternis über Almia. Die komplette Region steht unter Kontrolle von Team Nachtschatten. Die Haruba-Wüste. Was ist denn mit den Hippopotas los? Was passiert hier? Sie scheinen furchtbar zu leiden. Und der Sandsturm geht wieder los. Die unglaubliche Maschine hat Energiestufe 3 erreicht. Ihre Wirkung erreicht sogar Pokémon in der Haruba-Wüste und im Schlottertal. Ich erhalte eine wahre Flut von Berichten über außer Kontrolle geratene Pokémon in ganz Almia. Scheiße. Bitte, lass mich zum Einsatzgebiet gehen. Ich möchte unseren Top-Rangern helfen. Nein, ich verbiete das. Die Techniker müssen hier bleiben, um Informationen für die Ranger zu sammeln.
Das ist eine extrem wichtige Aufgabe für Operation Lumino. Der Altro-Turm ist nicht das einzige Einsatzgebiet. Linda, alles wird wieder gut. Du musst Vertrauen zu unseren 4 jungen Top-Rangern haben. Ja, schwierige Situation. Da ist er. Das dicke Ding. Und tatsächlich. Odo ist wirklich wieder nach oben gelaufen, so wie ich es vermutet habe. Lall, und die rechte Hand. Und Nubilos persönlich. Du Drecksau. Ah, willkommen, willkommen. Also, das soll mich doch. Es scheinen tatsächlich die Visitenkarten ausgegangen zu sein. Wie unbedacht von mir. Nun, sei es drum. Ich bin Nubilos Strahlemann, Präsident der Altro GmbH. Nach dem, was ich so gehört habe, ist dieser Aufruhr hier... Nun, er soll den Namen Operation Lumino tragen. Ist das korrekt? Lumino. Der Name meines Vaters. Auch wenn es zweifellos ein Zufall ist, werde ich das als Ehrung der Familie betrachten. Ich betrachte es auch als Ehre, dass sich jemand solch Mühe macht, um mich zu sehen. Unglücklicherweise für dich bist du, sagen wir mal, eine Winzigkeit zu spät gekommen. Dann war es tatsächlich gut, dich aufgehalten zu haben, ja. In der Tat. Ich würde sagen, es ist nur Minuten her, dass die unglaubliche Maschine ihre volle Leistung erreicht hat. Aber inzwischen erstreckt sich ihr Einfluss bis in den hintersten Winkel der Almeria-Region. Damit stehen sämtliche Pokémon Almias unter meiner ganzen und vollständigen Kontrolle. Sie sind alle mein und werden tun, was ich ihnen sage. Und zwar nur, was ich ihnen sage. Ich kann sie graben und schürfen lassen. Ich kann sie Fracht transportieren lassen. Pokémon können individuell zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Und jene, die Hitze erzeugen oder große Mengen Wasser bewegen können, kommen vielleicht in Kraftwerken zum Einsatz. Oder denk an eine Krise, wenn du möchtest. Was, wenn wir von außen bedroht werden? In solchen Zeiten wäre es schwer, sich gegen den Einsatz von Pokémon als Soldaten auszusprechen. Jawohl, dies ist die Traumenergiemaschine, vom Pokémon gespeist. Würdest du nicht zustimmen, dass dies eine passende Beschreibung ist? Herr Präsident, Herr Präsident! Wenn ich das so sagen darf, Ihre Worte sind weise, aber an dieses Kind gerichtet sind sie eine Verschwendung. Vielleicht kann ich es mit einem leichten Mal überzeugen, von uns zu lassen. Hör zu, Kind. Lass doch von gutem alten Devotio hier ein kleines Mal kredenzen. Nur mir zuliebe, wirklich. Also was soll es sein? Ein Prügel-Sandwich? Oder Kung-Fu-Eintopf? Oder, warum wirst du nicht einfach ein Snack für meinen kleinen Freund hier? Bidiza, du Opfer, Alter. Das kommt doch nicht der Scheiß Ernste. Was hast du mit den Drecksbidizen? Lol. Was ist das scheiß Problem? Devotio. Da frage ich mir gerade, ey, kann Devotio eigentlich auch der Auslöser gewesen sein, um damals in der Rangerschule die Bedizen so austicken zu lassen? Weil es war übel, das waren übel die Indizien darauf. Wie? Das ist aber sehr, sehr seltsam. Aber keine Sorge, lass mich nur schnell wieder zu Atem kommen und da kann uns zu einem anderen Freund von mir ein neues Petition übernimmt die Aufgabe. Das reicht jetzt. Du Opfer, Alter. Ja, Herr Präsident, ich verstehe natürlich. Sie wollen selbst mit dem Kind spielen. Kind, sei dir dieses Privilegs bewusst. Dieses Mal ist Talent unvermeidlich. Still, Devotio. Du solltest jetzt besser schweigen. Wie kommt man nur auf die Idee, an diesem Punkt der Geschehnisse ein Bidize ins Spiel zu bringen? Ja, Alter, frag den mal. Ist das hier vielleicht die Ranger-Schule? Ah, yo, no way. Er sagt's jetzt sogar. Er war's wirklich. So nämlich. Apropos Ranger. Oh, tut mir leid. Mare, nicht wahr? Mare, du scheinst die Macht der unglaublichen Maschine nicht zu verstehen. Du erkennst nicht die ungeheure Tragweite dessen, was ihre Existenz bedeutet. Vielleicht ist sie auch zu groß, als dass sie irgendjemand wahrhaft verstehen könnte. Aber jeder wird sie akzeptieren müssen, wenn der neue Morgen anbricht. In Kürze wird das Datum wechseln. Alzro wird seine Wiedergeburt feiern.
Lass mich dir einen Vorgeschmack dessen geben, was euch erwartet. Was erwartet uns denn? Vielleicht sollte ich ein Pokémon herbeirufen, das dieses Anlasses würdig ist. Ja, was ist das für uns? Nein. Oh mein Gott, nein, 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 wirklich. Ich hab grad... Es ist Darkrai. Ein Pokémon, das würdig ist, ein neues Zeitalter der Finsternis einzuläuten. Bis der Pferdeschwanz wackelt. Davon abgesehen wird dieses Pokémon... Nein, dieses nicht. Noch nicht. Ah, es ist fantastisch. Von hier aus stehen mir sämtliche Pokémon ganz nach Wahl zur freien Verfügung. Ob sie in Herden oder allein umherziehen, ich kann sie nach Belieben steuern. Kongiga, Kunmini, diese Maschinen werden nicht mehr benötigt. Ah, da, das perfekte Pokémon für dich. Ich habe es in der Heruba-Wüste erspäht. Ah, okay. Dann doch nicht. Die Entwicklung dieser enormen Maschine hat gewaltige Kosten und Mühen verschlungen. Das Projekt kam erst in Fahrt, als wir Tolero als Lehrer an der Rangerschule einschmuggeln konnten. Es gelang ihm, ein Genie zu rekrutieren, wie es nur einmal in 100 Jahren geboren wird. Wo ist denn der Kerl eigentlich? Was ist denn mit ihm? Wo ist der? Der muss doch auch noch mir auf die Fresse kriegen. Ah, genau das ist es. Das Pokémon aus der Heruba-Wüste. Siehst du? Mit der unglaublichen Maschine kann ich jedes gewünschte Pokémon herbeirufen. Ich möchte dich mit einem Zwirfinst bekannt machen. Zwirfinst. Dieser Ranger ist extra erschienen, um mit uns zu feiern. Gib unserem Gast eine Demonstration unserer Dankbarkeit. Ab in den Bossfight. Zwirfinst. Ein Geist. Das wird definitiv schwer. Okay, ich hätte jetzt mit Darkrai gerechnet, aber war schon heftig gewesen, wie der direkt mit einem Legi daherkommt. Ah, dieses Irrlicht. Das ist so eine scheiß Attacke. Oh nein. Ja. Dieses Irrlicht ist deswegen so eine Scheißattacke, weil es uns halt verfolgt. Ja, ey, wir können aber echt gut Kreise ziehen tatsächlich da. Ja. Attacke, Attacke, Attacke. Mhm. Wir haben's gleich, wir haben's. Zwirfinst. Ist voll klar gegangen. War jetzt nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Aber du hast doch sicher noch mehrere auf Lager. Das war sicherlich nicht der einzige Boss. Und es war auch noch nicht der Final Boss jetzt. Ziemlich beeindruckend. Du hast sogar deinen Ruf übertroffen. Aber werd bloß nicht so selbstzufrieden. Du irrst dich, wenn du denkst, dass du gewonnen hast. Verstehst du es denn nicht? Ich habe bereits gewonnen. Solange ich die unglaubliche Maschine habe, kann ich immer neue Pokémon herbeirufen. Wann immer und wo auch immer ich will. Ich kann so viele rufen, wie ich möchte. Eine Niederlage ist einfach nicht möglich. Verstehst du es jetzt? Wir haben die Gelbgänger, Bitch! Was um alles? Was war das gerade für ein gelber Blitz? Du, was verbirgst du vor mir? Bling, Junge. Das kann nicht sein. Die Gelbgämme? Oh. Wir wollten das eigentlich schon zuvor berichten. Wir drei haben dabei versagt, die Gelbgämme zu schützen. Wir wissen, dass das unverzeihlich ist. Aber Chef, Boss, da Sie ja jetzt alle Pokémon haben, ist doch alles okay, ja? Du unfähiger Trottel! Es war lebenswichtig, dass diese drei Gämmen nicht zusammenkommen. Wir mussten nur eine der Gämmen besitzen. Eine einzige.
Hätten wir auch nur eine besessen, wäre der Schattenkristall unbesiegbar gewesen. Hast du das nicht verstanden? Ihr Versager konntet weder die Gelbgemme noch die Barriere schützen. Und nun erwartest du, dass dieses Pokémon eure unzähligen Fehler wieder ausgleicht? Respekt. Nerven hast du auf jeden Fall. Du bist nicht einmal mutig oder schlau genug, um wie die beiden anderen zu verschwinden. Ja, du hast wirklich Nerven, dass du hier nach einem erneuten Versagen dein Gesicht zu zeigen wagst. True, er ist einfach nur zu dumm. Aber ich bleibe hier, weil ich mache mir doch Sorgen um sie, Boss. Schweig. Spar dir deine nutzlose Besorgnis. Ich brauche keine Gefolgsleute mehr. Dank der unglaublichen Maschine sind jetzt alle Pokémon Almias meine Diener. Yo! Einfach Olli feuern, oder? Rastest du jetzt komplett aus? Vergiss es! Yeah! Das an sie, Olli. Strahlemann! Wir hören dein Geschwätz sogar hier oben! Mare, mach dich bereit! Jetzt geben wir Operation Lumino den letzten Schliff! Die 3 Gemmen müssen nah an den Schattenkristall herangebracht werden. Mare, bring die Gelbgemme so nah wie möglich an den Kristall heran. Das ist es, Leute. Staraptor, wir gehen näher heran. Genau, stoppen wir die Scheiße hier. Haltet ihr das für klug, Ranger? Jetzt lasst ihr mir keine Wahl mehr. Zeit, dieses Pokémon zu entfesseln. Es muss Darkrai sein. Unten die schwarzen Kongigas. Es muss jetzt Darkrai sein. Ah, welch glückliches Zusammentreffen. Mitternacht ist angebrochen. Lass an Altrus Tag der Geburt dein Dasein in all seiner dunklen Gloria erstrahlen. Komm, erwache aus der Finsternis. Erhebe dich, mein Darkrai. Es ist wirklich Darkrai, wie ich vor Anfang an vermutet habe. Das war klar. Diese Finsternis da unten, die geballte Finsternis. Shadows of Almia. Staraptor, was ist los? Beruhig dich, ruhig, Staraptor. Oh nein. Habt ihr so viel Schiss vor Darkrai? Scheiße. Die Pokémon an sich gehorchen uns immer, sie haben Schiss vor Darkrai. Die Kongigas-Gänger kaputt. Weil Darkrai zu mächtig ist. Fuck. Oh nein. Das wäre der richtig heftiger Boss. Ein Pokémon, das die Energie der Dunkelheit in seinem Leib speichert. Ja, das ist Darkrai. Es ist mir das Liebste unter allen Pokémon. Alter. Oh shit! Los, Darkrai! Führe dieses heldenfixierte Kind in deine Welt der Finsternis! Die Maschine ist wirklich viel zu mächtig. Sogar Darkrai ist unter Kontrolle. Oh! Oh shit, was ist jetzt los? Ranger! Los, ab mit dir in die Welt der Dunkelheit! Welt der Dunkelheit? Bitte, was? Mare! Ja! Bitch, please. Bodo, I knew it. Puh, gerade noch rechtzeitig. Dieser Angriff hat mich glatt bis zum Panoramafelsen im Brise Force geschleudert. Der Junge mit dem Imbisswagen und seine Mutter mussten mich aufwecken. Oha, aber den Teil der Geschichte spare ich mir doch lieber für später auf. Gut, ich bin spät hier angekommen, aber das gleiche ich jetzt mit voller Kraft wieder aus. Mare, gib mir die Gelbgemme. Ja, genau. Pflückt sie außen rum, ich klatschte bei Darkrai. Das macht keinen Sinn. Hey, wenn ihr jetzt ganz nah ohne geht an die Maschine, dann ist der Darkrai auch nicht mehr unter Kontrolle. Weil der Schattenkristallchor Macht mehr hat. Ich schließe mich wieder Cyber und Polare an. Auf dass wir da beide unbeschadet wieder rauskommen, wie? Ja. Verfluchte Ranger. Ich werde das bedauern, euch jemals gegen mich erhoben zu haben.
Die unglaubliche Maschine hat nämlich nach Stufe 3 noch eine weitere Stufe. Die verbotene Stufe. Stufe Schwarz. Halt, Herr Devotio, nein! Das nicht, Sie dürfen das nicht. Sie haben es selbst gesagt, niemand weiß, was Stufe Schwarz bewirken kann. Fuck. Was? Da mache selbst ich nicht mehr mit. Ja, das geht einfach nicht mehr. Scheiße, Bro. Er ist komplett crazy, aber vor Anfang, oh ja, und er seinen eigenen Vorder aus dem Weg rammt. Scheiß Psycho. Verbreitet sie jetzt die wirkliche Finsternis überall mir? Ja, das ist es. Stufe Schwarz. Die verbotene Macht, von der nur die Unendlichkeit weiß, die da Finsternis heißt. Mein Darkrai, deine Zeit ist angebrochen. Doch zuvor gibt es noch eine Aufgabe zu vollenden. Schmettere diese störenden kleinen Schädlinge dort aus dem Himmel. Nein. Nein, kämpf doch gegen mich und klatsch nicht die anderen weg. Ey, wer jetzt nicht die Devotio einsaugt? Herr Präsident, helfen Sie mir! Darkrai? Was tust du da? Hör auf! Hör sofort auf damit! Nein, Darkrai ist außer Kontrolle. Herr Präsident! Nur weil du hast selber gesagt, du brauchst keine Schergen mehr. Hä? Was ist da kaputt gegangen? Ja, der Devotio! Weg ist der! Das will ich nicht! Ich ziehe mich aufs Land zurück! Weg! Jo! Odo, warte! Bleib hier, ich kann dich zum nächsten Präsidenten machen! Geh nicht! Naja. Plötzlich bist du ganz alleine! Komischer Psycho. Und jetzt wärst sogar du vernichtet? Darkrai, was tust du da? Der Ranger ist dort drüben. Hör auf damit, Darkrai. Nicht! Zieh mich nicht in die Finsternis. Hör aufhören, bitte, nein! Es... völlig außer Kontrolle. Ranger, rette mich! Fuck. Dunkelheit. Sie hält den Turm ein. Ich sehe den Schattenkristall nicht mehr. Darkrai, Mara und alles andere stecken in dieser Dunkelheit. Oh, scheiße. Wir kämen nicht drum rum. Wir müssen Darkrai besiegen. Mara, kannst du mich hören? Was passiert da unten bei dir? Wir sind nun ganz allein. In der nächsten Folge geht's zum Final Boss. Findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Für diese Epicness. Bis zum nächsten Mal.